Alright, ik wil vragen dat de verzameling daarna worden opkomen. Je hebt een Jolanda Wieb en je hebt een Maria Wolf, Jacob Maria Wolf. En ik wil vragen dat Doof en Marleen worden opkomen. Zij zijn de nieuwe poliet wat we er wel naam zaten. Maar we gaan niet aan naam, vandaar waar we bloß hier verstellen en beten over dit. Aber zoals Pastor Jacob al zei, die verzameling daarna, die doen een zeer wichtige arbeid in de kerk. Zij doen die arbeid wat we eenmaal denken, dat is predikerarbeid. En we zijn de grote kerk en zo we breken en zo deze lied, die doen, kom bid weer her, die kan je goed zijn. Zo, dit zijn die lied wat ons zeer helpen met dat. En ik vraag me allemaal zeer tegen, ze doen zeer goede arbeid. Ik wil ook jullie als kerk en dankzij zijn dat je het aanneemt als persoon wat kan in jullie hemden komen, om jullie geestlich helpen. Manchmal hat vielleicht so eine Idee, oder man Prediger sein oder so. Und sie sind alles Prediger, so nicht glauben, dass sie nicht sind. Aber anyway, sie sind von uns rütgeraten, von Gott beraten für das. Und dankzij dass die es annehmen. Manchmal, wenn die fahren oder die fällt halb, dann wollen sie kommen. Und vielleicht denken sie, na, was kommt John Wall nicht, oder was kommt Jacob nicht. Wie kann ich alle sein, wir brauchen halb und das, und diese Lied, die sind durch. So, Dankeschön für das ihr dort annehmen. Ich würde fragen, dass ihr abstehen, weil wir beten, verehrend, besonders für Doof und Marleen. Ziemlich schon ich danke dir für Doof und Marleen, für die Gaben, was du gegeben hast. Wir fragen nu im Namen Jesus, wir stehen voll mit deinem Geist für diese Arbeit. Je findet Kraft, je findet Weisheit, wenn sie mit Menschen reden und handeln, dass du etwas leiden. Wir danken dir auch für die andere beiden Couples, wir stehen sehnen. Und wir danken dir für die Arbeit, was sie tun, vollend mit deinem Geist und deiner Weisheit. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, Wolf ist allein, das wisst ihr vielleicht, ich weiß nicht. Wir sind früher hat eine Operation diese Woche, das wenn sie nicht hier ist. Aber sie tun auch eine sehr gute Arbeit. Okay, zoals Jacob zei, we zijn in de boodschappen wat we nennen Mien Hus. En dit komt van Jesua, zijn leven, waar hij zei te Israël, wählt junt wem je willen dienen. Entweder de Jata, wat je vervetter dienen, oder Gott. En dan zegt hij, aber ik en mijn huis, we willen dem Herrn dienen. En ik heb jullie even deze laatste twee boodschappen van dit boot verteld. En van een man wat een boot buren deed. Maar hij kwam zich bloos om dat wat boven water weer. En wat je een zeilboot, zei ik in feite nog al, moet onder water zwaar zijn. En moet een gewicht onder water hebben. Als anders, wenn de wind boven schuiven dat aan de zeilen, dan kan leicht even draaien. En zo'n zeilboot is zo gebouwd, dat het zal zich immer zelfs voor de terug draaien, want het wordt ganz omstelt met water. Vandaar wil ik denken aan dit gewichtje onder. En dit gewicht, dat is dien geloven aan God. En door nou als dien geloven aan God is, door nou is dit gewicht aan dien boot. En door nou als wat dat gewicht is, door nou is dien leven im storm. En door nou is dien leven in deze wereld. En zo dit gewicht hier, daar wil ik vandaar aan denken, dat is really dien geloven aan God. En weet je, Jesua zegt, ik ben wat mijn huis hier, we willen dem Herrn dienen. Hij hat een geloven aan God. Hij gelooft God weer een goede God. En daar wil ik vandaar een beetje aan denken. Wat van God geloofst u aan? Geloofst u dat God is een goede God? Oder geloofst u bloos vielleicht dat God existiert, aber hij heeft zelfs nichts met die te doen, oder du wirst nichts met hem te doen hebben? Weet je, dat Jeff manchmal sagt, dat Kinder will nicht nur Papa gehen zum Wort Frauen, wenn Papa ist ein toller Mensch. Und wenn ich Papa war Frauen, die wollten mich bloß ausgrunzen, die wollten mich zu sehen, schicken, dass sie steil, gerührt, oder was immer alle. Und so ich go Papa nicht mal Frauen, wenn das fehlt ein toller Mensch. Einmal denkt ihr an Gott ist dort. Gott ist nicht ein guter Gott. Gott ist viel zu Dollar Gott, das viel zu sehr rechten. Gott wollte mich bloß verdammen, wenn ich noch ankommen. So ich war alles für sich selbst auszuführen. So, dein Glauben an Gott, dort lädt dein Leben.
Glauben lädt immer in ein Leben an. En we kennen verschillende dingen. Vandaag namiddag wel een van jullie uitvoeren te middag met ons top. En zo, we fahren in een restaurant en den geloven dat we wat eten zijn. We weten dass du was zijn. We weten niet mal, was de Checkers zijn, oder dass du een Cook hast, um dat Kerk und so weiter. Aber das ist ein einfacher Weg von sein, dass die glauben, dass du was eten zijn. Dat merkt die durch Hand vor. Das ist, was ich versuche zu sein. Na, wir können viele Dinge so dort nehmen. Aber die Glauben, was du hast, lädt dein Leben. Das ist immer so dort. Ich kann sagen, dass ich glaube an einen liebenden Gott, aber ich kann nichts mit dem zu tun. Dann wies mein Leben, dass die Glauben, was ich sage, was ich habe, das ist eigentlich ein deutscher Glauben. Wenn ich habe den Gott, ich sage vielleicht, ich habe, aber mein Leben ist nicht nur angerecht. Und so Glauben lädt immer nun Leben. Und das will ich sagen, dass das Gewicht hier dort bestimmt, wo dein Boot ist. Dort bestimmt, wo das Wort am Wutter fahren. Dort bestimmt, wo soll das Wort umstellen oder nicht, wenn der Wind pust. Das Gewicht hier, dein Glauben an Gott bestimmt, aus deinem Alarm wird lecklich fahren oder nicht. Und so, das Mann, was das Boot bauen deed, laatst vertel ik je dat dat boot, hij had dat toen niet nu gebeurd, wenn hij kwam zich bloß om dat wat boven de Wutterlinie weer, bloß da wat de mensen zijn kunnen, bloß da wat de mensen willen bewunderen, dat is wo hij ons schafft. En wie kennen ook, bloß dort schaffen, was für diese Tage des Jahres, bloß schaffen für dort, wo wir fahren, oder wo wir wohnen, oder wo wir uns antragen, wenn wir uns bloß um dort kommen und dort, was Menschen wollen bewundern. Da wird Menschen wollen sagen, wow, so will ich auch sein. Das ist alle boven der Wutterlinie. Aber mein Glauben an Gott ist unser Wutter. Das wird einmal Gott zu sein, einmal haben Gott sein, dass Gott schafft oder nicht. Aber wir haben einen Glauben und einen guten Futter. Und das ist ein schweres Gewicht. Und das sind dauernd, was der Wind pust. Das sind dauernd, was da passiert. Aber den Glauben, der hält mich aufrecht. Und so das ist sehr wichtig, was von Glauben wir haben. Paulus sagt zu den Epheser, wir sollen nicht länger Kinder sein, die sich von verleidenden Menschen lernen und schmieren lassen und so aus den Wahlen vom Wind hin und her geschmissen worden. Einmal, wenn wir nicht einen wirklichen Glauben haben Gott, dann passiert das zu uns. Und dann pust der Wind. Und dann kommt einer sagen, oh, das ist so. Der andere sagt, das ist das. Die checken im Internet 25 verschiedene Ideen und die wissen nichts von mir, wohin, wenn wir nicht einen festen Glauben. Weet je, der Feind kommt nach uns und der sagt, Gott leicht die euch. Gott hält was von dir drei. Wenn Gott die wirklich leicht, dann wird er dir das Gebet beantworten. Das ist das ganz erste Ding, was wir von den Teufel weiten in der Bibel, ist, dass er keine Arme und einfach sagt, weißt du Gott leicht nicht wirklich. Na, er braucht nicht die wieder, aber das ist, was er tut. Er sagt, Gott hält was drei von ihnen. Wenn die das würden tun, dann will ich klug werden. Wenn ihr von dieser Frucht werden, wird Gott will nicht haben, dass die sollen so sein als heute. Und vielmal, wenn wir in uns leben, da passiert was in uns leben, dann kann die Feind nach uns kommen und sagen, weißt du was? Gott gleicht die gleich. Wenn Gott die gleich, wirst du nicht diese Krankheit haben. Wenn Gott die gleich, dann wird das nicht in deiner Familie passieren. Wenn Gott die gleich, dann wird er dir das Gebet beantworten. Aber er das gleich. Was bist du für ein Schuld, dass du an das Gott glaubst? Und dann einmal dann fangen wir uns das Wahl noch mehr auf den Dull zu schieben. Und dann einmal dann fängt das Boot an umzudrehen. Und dann einmal dann haben wir, was Paulus nannte das Schiffbruch. Like Menschen erschaffen es zwei gegangen. Erschaffen es ungegangen. Und dann sind wir in Trouble. Jakobus sagt, lot aber am Glauben Frauen und nicht zweifeln. Manchen das Wort nicht zweifeln. Und zweifeln ist so eine Wahl auf dem Meer. Und wir wollen einmal nicht nur Gott gehen am Frauen, weil wir haben nicht klar, doch er uns eigentlich leicht. Wir haben nicht klar, wir zweifeln, und so uns glauben, dass wir zweifeln, dass Gott wird uns ein wenig halten, so wollen wir gehen. Und so dort bestimmt uns Leben, dort bestimmt uns Weg, wo wir denken, dort bestimmt, ob wir selbst dort versägen, ob wir uns auf Gott verlassen oder nicht, hat alle mit meinem Glauben zu tun, wo ich von Gott glaube. Und so ein Leben im Glauben. Der Glauben ist die Gewissheit, morgen wieder. Glauben ist die Gewissheit, dass wir dort schreien, worauf wir hoffen, und es sei nicht zweifeln an dort, wo wir nicht sein. Ich las das Werk, dass ein Schreiber sagt, halt fast und glauben, wann es nicht sein kann. Und ich dachte, no, das ist ein rechter Satz.
Glauben ist immer nicht sein. Wenn ich sein kann, brauchst du nicht mehr leben. Wenn ich sein kann, dann hast du das in dein Heim. Aber Glauben meint, ich kann nicht sein. Glauben meint, ich gehe und verlot mir Wort, wo ich nicht sein kann. Und einmal haben nicht, wie kann Gott nicht sein? Wie kann ich mal sein, dass er ein guter Gott ist? Wenn die Dinge, die in uns Leben sind, die sind nicht Geschmack. Die Dinge, die wir beleben, die sind nicht gut. Und dann einmal dann haben wir die Frau und die Eva. Aber der Glauben ist eine Gewissheit und ein Nicht-Zweifel, von da, wo wir nicht sein können. Gott wird uns dort geben, wenn wir das nicht sein können. Er sagt wieder in Hebräer 11, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und so, wenn wir wollen leben, oder wenn wir wollen Gott gefallen, wir wollen mit Gott leben, dann müssen wir glauben, dass er ist. Er sagt es nicht. Wenn er Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnt, die arm ernstlich sehen. Ich will an sagen, diese zwei Dinge und ein. Glauben, dass Gott existiert. Na, der ganz meiste von uns würden sagen, wir glauben, dass Gott existiert. Wir glauben, dass Gott. Wir glauben, dass Gott ein Schöpfer von Himmel und Erde. Weet je, von der, das ist ein von den großen Dingen. Die Bibel, die warnt uns, dass die letzte Zeit, wo Menschen von der Glauben wegdrehen. Weet je, was sie wollen tun? Krieg und das. Von der sind tausende Menschen, die in den christlichen Heim sind, abgewachsen, christliche Zeug, aber sie gehen von der weg und sagen, das gibt kein Gott mehr. Wenn ernst dort gelehrt worden in der Schule, das ist alles bloß entwickelt. Und so, den Teufel sein Ziel mit der Schule in der Welt, es soll für Jahre immer gewesen, dass wir wollen Gott rüt lernen. Wenn du Gott rüt lernen ist, dann ist es weg und ihr Boot weich. Und das wo Menschen leben. Und das ist alles bloß meine Kraft, das ist meine Weisheit, ich will gescheit in der Schule gehen, ich will gut Geld haben und dann ich will meine eigenen Probleme lösen. Und so die Welt, von der lehrt, kriegt ganz ramme Welt, dass es Jeff nicht in Gott. Und so, und sie Kinder gehen nach der Schule und dann einmal dann hat auch den Glauben, dass sie sagen, auch Jeff nicht in Gott. Ich bin ein Atheist geworden. Und so, vielleicht hat er das belebt. Aber das hat es. Da muss das anfangen. Wir haben Gott noch niemals gesehen. Wir haben Jesus noch nicht mal gesehen. Wir wollen vielleicht einmal gleichen. Und einmal denken wir so, wenn Jesus mal war, körperlich hier wäre, wenn Jesus mal wird körperlich hier reden, dann ja, dann würde ich glauben. Ich glaube nicht, dass wir würden. Einzelne würden, aber als Jesus habt ihr sie irgendwie, die ganz meisten Menschen glauben nicht an ihn. Sie sagen, rein alles, was er tut, alle wollen dann alles. Und wir denken, wenn ich mal sein kann, dann ja, dann würde ich glauben. Really? Aber weißt du, das wird anfangen. Glaubst du wirklich deep in dein Hart, dass Gott existiert? Er ist dort ein Ding, was du sagst, wenn das hast du von Mama, von klein und gelehrt. Und weißt du, some von die sind junge Menschen. Und die gehen in das Leben an. Und diese Frau ist von der verjährt. Und wir finden mehr und mehr junge Menschen, die nicht mehr hier sind. Und das ist gut. So, wer Gott gefallen will, ein anderer wäre, wer will im Glauben an Gott leben, muss erstens glauben, dass er existiert. Und das Zweite, dass er belohnt. Und weißt du, die meisten von uns glauben, vielleicht hier in diesem Gebiet, dass Gott existiert. Aber wenn wir mal 100% der Wahrheit würden reden, dann würden wir hier so ein bisschen zweifeln. Der Gott really belohnt? Ist Gott wirklich ein guter Gott? Ich meine, check mal nach die Dinge, die in deinem Leben passiert sind. Check mal für was du all für Jahre gebeten hast und das noch nicht passiert. Oder check mal für die Person, wo große Herr Christen beten für die Person, aber Gott beantwortet euch. Like, ist Gott really ein guter Gott? Ist Gott really einer, was belohnt hat? Das, was der Feind uns will anbilden. Und er sagt, weißt du Gott, ja, du glaubst an Gott und das ist leicht für dich hier oben stehen sagen, ja, ich glaube, Gott existiert und ich glaube, er belohnt. Aber der hat wirklich. Und das ist, wenn der Feind uns Zweifel anjagen, dein Zweifel, lass mich noch einmal sagen, dein Glauben an Gott bestimmt, wo du lebst. Und wenn du zweifelst an, dass Gott ist ein guter Gott und er hat euch belohnt, vielleicht glaubst du noch, dass Gott existiert, aber er ist bloß dort irgendwo im Himmel und ich kümmere sich nicht um mich und ich lebe mein eigenes Leben. Und dann kann ich so leben, wie ich will.
Und so diese zwei Dinge, die sind wichtig unter dein Boot. So wenn du am Boot, wenn dein Boot segelt auf das Lebensmeer, und du glaubst, Gott existiert, und du glaubst, Gott belohnt, heißt ein guter Gott, als du das sitzt oder nicht, aber dass du bist fest an den Glauben. Und der Sturm, der pust, und die Lamm, der duckt vielleicht nur schreit, aber der wird nicht umstellen. Wenn Gott ist ein guter Gott. Er sagt es dort, wir leben noch in der Zeit, wo wir glauben, und noch nicht, wo wir sein. Mensch wird wie mal gleichen zu sein, nicht so? Willst du nicht mal gleichen zu sein? Ich meine, lass mal, wenn Gott sich doch wenigstens mal wunderbar wird offenbaren, vielleicht mal an eine Wand schreiben, oder wenn mal wird an eine Wald sein, der wird ans Laden, oder das ist Israel in der Wüste. Und weißt du, das ist das Interessante, dass Israel, sie haben Charakter, was uns jankert. Einfach mal klare Leidung in ihr Leben, und sie werden meist immer unzufrieden über die Leidung. Du sagt, dass wenn wir dort alle haben, ich wundere, was wir dann. Aber weißt du, wir leben nicht in Sein. Wir leben in Glauben. Und Glauben ist immer nicht Sein. Wenn du Sein kannst, ist es nicht mehr Glauben. Und das ist, wo wir Trouble mit haben. Das ist, wo uns das manchmal schwer fällt. So, wir leben einmal in verspieltes Leben. Oder wir haben nicht Sieg in uns Leben. Wenn wir glauben nicht wirklich, dass Gott ein guter Gott ist, so wir gehen nicht mal einen Arm verkaufen. Ich versuche das selbst zu tun. Oh, ich glaube, Gott existiert, aber ich gehe nicht nur Arm verkaufen. Ich glaube Gott, dass er wirklich mir was halten. Einmal haben ich Kraft, wenn wir das selbst tun. Aber ich will nicht nur Gott gehen, aber ich vertraue nicht an, wenn das der Hauptende Weg euch. Und du sagst, wo du an Gott bleibst, dort bestimmt, wo du lebst. Und so das immer so steht. Wenn wir dort erkennen, dass Gott ist ein liebender Führer und er hilft uns, dass wir sein können oder nicht, dann gehen wir noch an. Einige Menschen haben nicht Sicherheit in der Erlösung, wenn sie glauben nicht wirklich, dass Gott ein guter Gott ist und Hilfe uns vergibt. Wir glauben nicht an Gott so, das hat mit mir zu tun. Wenn ich ein Gott noch einen Mensch sehe, und wenn meine Dinge waren noch weh, dort fahren, vielleicht wird es dann schaffen. Und wir wissen aber Gott, dass wir merken das lang nicht. Oder wir merken lang nicht, was wo wir sollen. Einige Menschen nehmen nicht Jesus an, oder sie nehmen nicht Gott an, wenn heißt nicht ein guter Führer. Hebräer 11, Vers 6 steht, aber ohne Glauben ist das allmählich Gott zu gefallen, wenn man glaubt, dass er ist und dass er belohnt. Und so, wenn das ist einmal nicht so in uns Leben, wenn diese zwei Dinge. Und so Gott sein Gott sein, ist die Erde, wo man Glauben an Gott warst. Gott sein Gott sein, das ist die Erde. Wenn du nicht glaubst, dass Gott Gott ist, dann hast du nicht Erde, wo man Glauben an Gott warst. Und einmal haben wir nicht glauben, wenn wir haben Trouble mit das. Wir haben Trouble mit Gott sein Gott sein. Wir haben Trouble mit, dass Gott heißt ein Rechter, heißt streng. Ich meine, Gott wird uns bloß über den Kopf haben mit dem Baseballbat. Wenn Gott ist nicht ein guter Gott, und so wenn dort uns Glauben ist, dann lebe ich da noch. Und so Gott seine Wege sind gut. Tja, wie dort sein. Wirklich tief in uns Hort. Gott seine Wege sind gut. Nu gerade sagen wir, was nicht Sinn merkt. Nu gerade sagen wir, wenn wir denken, okay, ich sehe einen Führer und ich würde meine Kinder sonst das never undone. So wieso wird Gott mich? Like, das ist ganz klar, dass seine Wege sind nicht gut. Aber ich kann sich nicht an mich. Und so das ist ein Kampf, wo wir fertig haben in uns. Vielleicht fällt uns dort ein bisschen schwer, zu tun. Aber uns Glauben an Gott bestimmt uns Leben. Und so Gott seine Wege sind gut. Er sagt es in Hosea. Wer ist so klug, dass er das versteht? Wer hat Verständnis, dass er das ansieht? Dem Herrn seine Wege sind reich. Und so ich wünsche, wir können dort wirklich von Horten sein. Dem Herrn seine Wege sind reich. Ob ich das von dir sein kann oder nicht, ob das von dir bei mir sein merkt oder nicht, aber dem Herrn seine Wege sind reich. Wie kann man so ein kleines Ängstchen checken? Ich meine, du kannst nicht mehr checken, die werden rüberfahren zum Mittag, aber du weißt, dass du danach hier bist.
Gott kann auch ganze Bild sein. Und wenn wir dort ist ab hier mit Leben und wir versuchen selbst uns durchzugrooven in Dinge, wo wir nicht sein können. Aber dem Herrn seine Wege sind reich. Und der Weg reich ist, hält sich an dich. Und so wenn ich an Gott glaube und ich habe seine Gerechtigkeit, hat mir seine Gerechtigkeit gegeben. Und ich halte mich an Gott seine Wege. Als es Sinn merkt oder nicht, ich halte mich an Gott seine Wege, wenn seine Wege sind reich. Das ist dort, wo ich glaube. Und so sagt der Gerechte, der hält sich da an, aber der Sünder verstorbt sich an dich. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Vers für mich, wenn ich nicht reich bin mit Gott, und dann passiert noch was in meinem Leben, und dann verstorbe ich mich mit Gott, und dann falle ich an. Und ich habe Zeiten gehabt in meinem Leben, und ich habe manchmal jemand verteilt von meinen Kämpfen, wenn es scheinbar Dinge und was nicht sein mögen. Ich glaube, ich habe das mal erzählt, aber Jahren 3, boy, das hieß ich schreich alt, nicht? Aber some Jahren 3, ein paar Jahre 3, dann wohnen wir in Kanada. Und ich ging durch eine sehr schwere Zeit, oder eine zweifelige Zeit. Und dann ging ich in Tilsonburg in der Mall und ich sehe einen Mensch von einem Bäckerstuhl, als der ich dann. Das ist ein von unseren Dingen, vielleicht in unserer Eihe. Ich habe da viel Bäcker, aber anyway, ich lese einmal ein und so, dann durch wir einen Bäckerstuhl und dann ging ich dann und stand ein Buch. Das erste Buch, was ich sah, und das erste Buch, der Titel und das Buch war Adieu to God, Farewell to God. Dort wird geschrieben von einem Mann, der heißt Charles Templeton. Charles Templeton, dort wie ein Mann, wo er wie ein Evangelist in seinen jungen Jahren, er schafft mit Billy Graham, Billy Graham, some von jünt, Chan von Billy Graham, der ist halt gestorben, aber er war der größte Evangelist in den letzten 100 Jahren vielleicht in Amerika. Und so das Charles Templeton, der schafft all fair Billy Graham died, und Billy Graham died actually mit einem Taub schluten in ihre jungen Jahren. Aber dann bei einmal passiert was in Charles Templeton sein Leben, und er schmeißt sein Glauben weg. Und für das ewige Zeit von seinem Leben schafft er zu proven, dass es kein Gott gibt. Mir denkt danach, als die gestorben sind. Die wohnen in Toronto zu der Zeit, und ich fuhr durch Toronto und hörte Radio. Und dann vertalten sie davon, dass Charles Templeton und dass Billy Graham wieder noch kommen besiegen. Aber ich habe niemals gehört, als er nach 3 Jahren nach Jesus gestorben ist. Aber weißt du, was arm von Gott wegtrifft? Er sagt in der Welt, wenn sie reisen in der Weltraum und evangelisieren, große Crusades in andere Ländern in alle Welt. Und er sagt Kenia, was dort hängt, wenn sie nicht täten haben. Und das ja von der Tausende Kenia, was von der dort hängen, wenn sie nicht täten haben. Und er sagt, wenn Gott ein guter Gott ist, dann würde er dort niemals tun. Da wird kein Führer geben in dieser Welt, was seine Kinder dort hängen, seine kleinen Kinder. Und er sagt, wenn dort ist, wer Gott ist, dann sagt er mit denen. Like entweder oder Gott ist ein weiser Gott, er ist ein schwacher Gott, er ist verhältnismäßiger Gott. Und so er schmeißt alle Fut. Und er ging ein interessanter Weg, er wie ein Schreiber, er hat Bücher geschrieben, er schreibt Articles in der Post, in der ganzen Lebenszeit. Immer proven, dass es kein Gott gibt. Wenn ich nicht mit dort leben. Dort muss ich nicht Sinn haben. Und das sind einmal die Dinge in uns Leben, die an uns nachkommen. Und so da passiert was, oder wie sein wird, was er nicht Sinn merkt, wie sein wird, was wir nicht verstehen können, und weil ich auch nicht alle Antworten für dort. Aber die Frau ist danach, glaube ich, dass Gott ein guter Gott ist. Mit alles, was da passiert, mit alles, was nicht reich ist in dieser Welt, mit alles, was schief dreht, nicht bloß in der Welt, aber in uns in Leben, ist ein guter Gott. Dein Glauben bestimmt dein Leben. Und weißt du, das vielleicht kommt ein bisschen dicht bei uns von dir. Because es so leicht in der gute Deel sagen, ja, ich glaube an Gott. What about, wenn alles sozusagen nur ein Hall wird? Und alles ist zwei in uns Leben. Und so glaube ich, dass ein guter Gott gibt. Jesaja sagt, es steht, so viel Hecher aus dem Himmel über die Erde ist, so viel Hecher sind meine Wege aus deine Wege, und aus mein Denken aus dein Denken.
Und so einmal, wenn Dinge nicht sind mehr, und wenn es Dinge in dieser Welt gibt, was wir nicht verstehen können, dann müssen wir bloß mal an denken, dass wir sind nur für Gott. Gott heißt viel höher. Seine Wege sind anders, als sein Denken ist anders. Und weißt du, wir checken nur 80 Jahre. Wie dat boven de linie, boven de linie, dat is 80 jaar. Dat is dit leven hier, dat is wat ik zijn kan. Maar daar hängt een gewicht, oder da hängt nicht ein Gewicht. Und of du ein Gewicht hast oder nicht, hast mit dem Glauben an Gott zu tun. Was von Gott hast du? Ein doller Gott, wo du bloß Angst vor hast und du wirst nichts mit dem zu tun haben, zu Gott lässt, was die nach rechnen oder Halt schmieden. Er ist ein liebender himmlischer Führer. Und wenn du auch nicht verstehen kannst, was der hat, aber du weißt danach, dass er alles getan hat, um dir raten, und er läuft die und hat seinen Sinn gegeben, und er gibt dir das ewige Leben. Was von Gott dein wie? Und weißt du, kleine Kinder sind einmal verdrießlich über die Älteren, wenn ich nicht verstehen, wo ich Mama und Papa näher sein und denke. Oder wo ich Mama und Papa vielleicht was wahrnehmen. Oder wo ich Mama und Papa noch sogar strufen von denke. Und so Kinder sind verdrießlich darüber. Aber weißt du was? Das kleine Kind kann nicht so wie Kinder als du kannst. Kriegst es mit Gott. Wir sind unzufrieden über Gott. Wir wissen nicht, wohin die Dinge so sind und wohin Gott nicht mal halbt hier und wohin all das nicht mal das Gebet beantworten oder dort oder jemand. Und wir können so ein kleines Ding checken und Gott kann eine ganze Ewigkeit sein. Und so Gott ist ein guter Gott. Ob das Sinn merkt mich von der oder nicht, das hält sich rechtlich. Gott ist ein guter Gott. Und so im Glauben leben meint, dass wir dort bleiben, dass Gott seine Wege sind reich und gut. Und das ist, wo das Gumm auf dem Himmel abkommt. Das ist, wo das drauf ankommt. Oh, eine gute Idee, dann wird es scheint es sein. Oh Mensch, weißt du, uns Leben ist wundervoll und alles ist hunky-dory, sagen wir dann. Aber am einmal dann ist alles in zwei. Und dann müssen wir danach glauben. Und zu glauben, also Gott sein wird leben und durch ein Leben kriegen down, wo ich mich feil, will Gott auf einen guten Erfolg versprechen. Und das ist ein interessantes Ding. Gott hat versprochen. Aber das war naja. Das, was wir manchmal nicht gleichen. Und so Gott hat einen guten Erfolg versprochen. Er sagt in Hebräer 11, Vers 13. Und welche Hebräerbrief da hat zu tun mit all diese Menschen, die im Glauben leben. Aber dann sagt er das von dir. Das sagt, die sind alle im Glauben gestorben. Und das ist, was wir wollen. Wir wollen Gott an ein Glauben holen. Und ein guter Gott. So die sind alle im Glauben gestorben und haben nicht gekriegt, was an versprochen wird. Und das ist, wo uns Trouble ist. Und weißt du, all diese Menschen, das ist Abraham und Isaac und Jakob und verschiedene Namen du ab. Lest mal Hebräer Kapitel 11 von der Nummer ab. Dann lest mal all diese Menschen, die im Glauben leben. Some von denen, die Gott ihr Gebet beantworten und die kriegen ihre Todestrei und Gott hat Wunder für die. Und die anderen, die sind eine Halbseelen und aufkappen und Todmerken und verschiedene Dinge. Und alle von denen. Er sagt in den nächsten Fall, diese alle haben durch ihren Glauben Gott seine Anerkennung gekriegt. So sie haben von Gott Anerkennung gekriegt. Gott, wir mit ihnen. Gott teilt ihnen hoch. Sie haben Gott seine Anerkennung gekriegt. Ich höre, was sagt. Sie haben aber noch nicht dort gekriegt, was Gott versprochen hat. Und so das ist ein sehr interessantes Ding von Hebräer 11. All diese Glaubensmenschen, die große Dinge in ihr Glauben deuten, aber zu Gott Letzt, als sie sterben, haben sie nicht gekriegt, was Gott versprochen hat. Weißt du, wo wenig? Because Gott sein Versprechen geht wieder aus 80 Jahren. Wenn wir dort für jeden Lied und wir wollen Gott seine Versprechen alle hier und nu haben, dann wollen wir meistens mutig sein mit Gott. Und so uns Glauben an Gott bestimmt uns Leben. Und wenn Gott Versprechen hat, dass wir unsere Sünden sind vergeben, und wir checken uns Leben, das fällt sich durch euch nur. Aber das ist so. Und Gott hat uns eine Ewigkeit versprochen. Gott hat uns versprochen, eine neue Himmel, eine neue Erde. Gott hat versprochen, dass alles, was hier aardig ist, wird ein Tag teruggedreht worden. Weil wir nicht abgeben, wenn die Dinge in dieser Welt alle in den Bram gehen. Because uns Gewicht hängt in ihrem Boot. Und der Wind bloß und das steht alle nur schief, aber wird nicht umstellen, because das Gewicht, was das liegt drin. Wenn das Gewicht nicht ist, wenn das Gewicht nicht ist,
dann wird die Alarm eure Luther über Kopf und Mutter schwamm. Der Herr ist gut und will sicher halten. Und wird sicher halten, wenn der Trouble ist. Er ist bedacht am Tag, der sich auf Arm verloren. Mensch, das ist ein feines Versprechen, ist es nicht? Und so Gott verspricht euch nach, und wenn ihr das falsch, die kommt in der Mitte von Gott sein Gerecht, über eine Stadt. Ich kann das, weil ich selbst lesen. Das Buch, Nahum, das ist ein von den Propheten im Alten Testament. Aber du magst, bei einmal sagt er, der Herr ist gut und er wird sicher halten. Und ich fühle aber so in meinem Leben das nicht. Und so das, wo wir einmal Trouble mit haben, das ist ein großes Versprechen. Aber das Versprechen, das geht wieder aus meinem Problem. Das geht wieder aus dieser Zeit hier. Das Gewicht, und ihr das baut, als zu glauben, dass Gott gut ist. Und so das ist meine Frau für dich von dir. Hast du einen Gott, was gut ist? Aber du kämpfst einmal mit Gott. Hast du manchmal ein bisschen Trouble? Kannst nicht verstehen, wenn die Dinge so sind, die sind? Kannst nicht verstehen, wenn Gott in gewisse Dinge wird tun. Wenn wir haben so einen Glauben an Gott, heißt der Schöpfer von Himmel und Erden. Er kann dir das kontrollieren, nicht? Er kann die Hand verhalten von Dingen, aber er tut nicht. Und einmal haben wir Trouble. Ich will Ihnen von der Mut merken, wenn wir sagen, dass ich in mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Laat die Welt gehen, was sie will, laat andere Menschen, meine Schwester, meine Familie, laat die leben, was sie wollen, aber ich in mein Haus, wir wollen und in Gott leben, was ein guter Gott ist. Amen. Wir wollen uns an Gott holen. Denk nicht, dass Gott bloß für 80 Jahre hier ist. Weil die 80 Jahre ist jene Ewigkeit eine sehr kleine Zeit. Und wir können uns so leicht an diese 80 Jahre holen und all die Probleme, die ich hier nu habe. Und ich will Gott zu sich schmieden, wenn diese 80 Jahre merken nicht sind zu mir. Weil wir das nicht tun. Gott geht wieder, das 80 Jahre. Gott ist ein liebender Gott. Er hat uns Jesus gegeben, er gibt uns Vergebung, er nimmt uns an, er macht uns heilig, er macht uns gerecht, er gibt uns alles, was der Himmel zu beiden hat. Aber das meint nicht, dass mein Leben hier auf dieser Erde ohne Probleme wird sein. Aber er hat meine Ewigkeit versprochen. Gott existiert und er wird belohnen. Amen. Wir wollen uns an Arm holen. Und nicht abgeben, wenn Dinge schwer gehen. Da nicht das Gewicht losnehmen von unter dem Boot. Dann wird es umstellen. Aber wir wollen uns glauben an Gott, das heißt ein guter Führer, weil wir uns festhalten. Ziemlicher Führer, wir danken dir für das Tag. Dankeschön, dass du uns lieb hast. Dankeschön, dass du ein guter Führer bist. Und Herr, wir kommen Dinge an, die wir nicht verstehen können. Wir kommen Dinge an, die uns einmal Trouble gibt, oder wir wundern, wo wir das tun. Aber wir danken dir, dass du bist ein guter Führer. Und wir danken dir, dass du hast ein guter Erfolg versprochen. Help uns bloß an zu denken, Herr, dass dort Versprechen geht bis das 80 Jahre vorbei. Amen.